Die Schlagzeilen tönen im Moment alle ähnlich. Der Iran-Krieg könnte auch für den Rest der Welt gefährlich werden. Steht echt der nächste Weltkrieg vor der Tür? Ich habe mich gefragt, wie man den Krieg eigentlich ganz praktisch verstehen kann. Nicht, was für eine versteckte Agenda dahinter ist, sondern was ist die rein militärische und strategische Sicht. Wer bis zum Schluss des Beitrags zuschaut, wird sagen können, warum die Region so explosiv ist, wie es mit dem Krieg weitergehen könnte, was das für Europa für Konsequenzen hat und zum Schluss noch meine ehrliche Meinung zum Thema. Ciao zusammen, von unten hier. Herzlich willkommen zu einem neuen, augenöffnenden Beitrag, wie ich finde. Heute schauen wir also nicht auf das grosse Theater hinter dem Konflikt. Das habe ich im letzten Video gemacht. Sondern ich habe einfach versucht zu verstehen, was ist die strategische Realität von diesem Krieg. Der Professor Young hat genau dazu einen verständlichen Vortrag gemacht. Er sagt, die Geografie vom Nahen Osten zeigt eigentlich schon, warum ein Krieg mit Iran weltweite Folgen haben kann. Im Zentrum des Professors seiner strategischen Erklärung ist die Meerenge von Hormuz. An diesem Punkt zwischen Iran und Oman ist das Meer nur 33 Kilometer breit. Durch diese geringe Passage laufen laut der amerikanischen Energieinformationsbehörde rund 20,9 Millionen Barrel Öl pro Tag. Umgerechnet wäre das, wie wenn die 50 Meter Schwimmbecken vom Stremmel zu Thun alltag 1330 Mal dort vordurchböteln. Der Professor sagt, Indien bekomme rund 60% von seinem Öl aus dieser Region. China ca. 40% und Japan fast 75%. Und die offizielle Zahl ist sogar noch erschreckender. Laut Japans Energieministerium kommen heutzutage mehr als 90% der japanischen Rohölimporte aus dem Nahen Osten und müssen dann dort bei dieser Meerenge eben durch. Also, merken wir uns schon mal, die Strasse von Hormuz ist für viele Länder entscheidend für die Wirtschaft. Läuft dort nicht mehr alles normal durch, entsteht schnell wirtschaftlicher und politischer Druck. Und jetzt hat eben der Iran als Reaktion auf den Angriff der USA und Israel den Schiffsverkehr praktisch zum Stillstand gebracht. Es gab ein paar ganz wenige Ausnahmen von einzelnen Schiffen, die mit China in Bezug gebracht werden. Aber im Großen und Ganzen läuft dort praktisch nichts mehr. Reuters schreibt, dass diese Blockade vor allem die Energieversorgung in den asiatischen Ländern trifft. Grosse Volkswirtschaften wie Indien, Japan oder China könnten dazu gebracht werden, durch Druck auf die USA zu erhöhen, dass die den Angriff stoppen oder zumindest zu einer Deeskalation einwilligen. Aber das Ganze hat noch eine andere Auswirkung. Und die trifft die USA direkt. Die Blockade der Strasse von Hormuz hat noch eine weitere Konsequenz. Vom Professor Young habe ich gelernt, dass die Golfstaaten eben nicht nur Energielieferanten sind, sondern sie sind auch eine wichtige Stütze für den Dollar. Ein Teil der Gewinne fließen dann wieder zurück in die USA. Zum Beispiel in den US-Aktienmarkt, in US-Staatsanleihen oder in US-Unternehmensanteile. Und so helfen die mit, dass der Aktienmarkt dauernd hochgeht. Nicht, weil die Amis so gut bügeln und die Wirtschaft brummt wie noch nie, sondern auch weil viel Geld von den Golfstaaten in den US-Aktienmarkt fließt. Die Golfstaaten sind ein zentraler Pfeiler des amerikanischen Imperiums. Die Golfstaaten verkaufen ihr Öl und sie verkaufen es in US-Dollar. Und was machen sie mit diesem Dollar? Sie investieren sie in den amerikanischen Finanzmarkt. Hier sehen wir zum Beispiel Einlagen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, aus Saudi-Arabien oder aus Kuwait im US-Finanzsystem. Und wenn man sich die Entwicklung seit 2012 anschaut, sieht man, dass diese Investitionen stark zugenommen haben. Der Grund ist einfach. Die amerikanischen Finanzmärkte gelten weltweit als einer der sichersten Orte, um Kapital anzulegen.
Der Professor sagt jetzt, dass die Blockade der Strasse von Hormuz das Potenzial hat, das ganze Dollarsystem unter Druck zu setzen. Weil, wenn die Golfstaaten ihr Öl nicht mehr ausliefern können, brechen denen ihre wichtigen Dollareinnahmen weg. Und wenn kein Geld mehr reinkommt, können sie auch nicht mehr am US-Markt investieren. Das könnte dazu führen, dass die Börsenkurse oben runterkommen. Das würde die amerikanische Wirtschaft spüren. Gehen wir aber noch eins zurück zu den Konsequenzen für die Golfstaaten. Die Golfstaaten wirken auf den ersten Blick stark. Die sind reich, modern und technologisch, sehr fortschrittlich. Aber darunter gäbe es eine wichtige Schwachstelle. Die ganze Region ist zum Beispiel stark abhängig vom Import von Grundnahrungsmitteln. Im Regionalbericht zur Ernährungssicherheit steht, dass die arabische Region und die Golfstaaten stark von Lebensmittelimport abhängig sind. Durch die Strasse von Hormuz geht also nicht nur Öl raus. Durch diese Route kommt auch Essen rein. Und wenn diese Versorgungsadern dort länger ausfallen sollten, dann drohen der Region Engpässe bei der Versorgung der Bevölkerung. Der Professor sagt, dass rund 80% der Ernährung importiert werden müssen. Die Golfstaaten sind also aus geografischen Gründen verletzlich. Verletzlich ist auch der Iran. Aber geografisch ist die Ausgangslage eine ganz andere. Iran ist nicht einfach eine Fläche in der Wüste. Iran hat ein Hochland mit grossen Bergketten. Das ist militärisch extrem wichtig. Wie wir in der Schweiz ja bestens wissen. Berge sind eine perfekte Deckung. Berge machen auch die Aufklärung aus der Luft deutlich schwieriger. Und Berge bieten auch genügend Platz, um Raketen- und Drohnenabschussanlagen zu verstecken. Das macht der Iran nicht unverwundbar. Aber Iran ist durch seine Topografie deutlich schwerer zu bezwingen als eine flache, offene Wüstenregion. Man kann Iran quasi auch als Bergfestung bezeichnen. Was sofort auffällt, sind diese Berge. Diese Berge, das ist der Iran. Und hier unten liegen die Golfstaaten. Das ist kein wirklich ausgeglichenes Kräfteverhältnis, denn der Iran besteht zu großen Teilen aus Gebirge. Und was kann man in solchen Bergen machen? Man kann Raketenbasen verstecken, man kann Drohnenbasen verstecken, man kann ganze Raketensysteme verstecken. Und genau darauf baut die iranische Offensivstrategie auf. Von dort aus könnten Angriffe auf die Golfstaaten gestartet werden. Iran ist also aus geografischer Sicht nicht ein einfaches Ziel. Iran ist eher eine Art Bergfestung. Jetzt, bei den Golfstaaten, ist genau das Gegenteil der Fall. In der Golfregion sind viele kritische Anlagen in offenem, flachem Gebiet. 3 strategisch wichtige Ziele sind besonders empfindlich für iranische Anschläge. Erstens die amerikanischen Militärstützpunkte. Zweitens die Öl- und Gasanlagen. Und drittens denen ihre Entsalzungsanlagen. Wir reden hier im Grunde über 3 Dinge. American military bases. Erstens amerikanische Militärbasen. Military bases. That's number 1. Die Frage ist, lassen sich diese Basen gegen iranische Angriffe verteidigen? Die Antwort lautet, praktisch nicht. Überall im Nahen Osten stehen US-Militärstützpunkte, aber gegen iranische Raketen oder Drohnen lassen sie sich kaum schützen. Number 2 is Zweitens, Öl und Energie. Wie schwierig ist es, ein Ölfeld mit einer Drohne anzugreifen? Nicht besonders schwierig. Und lässt sich ein solches Ölfeld zuverlässig verteidigen? Kaum. you cannot. All right? Number 3. Und drittens, der wichtigste Punkt, Wasser. Was viele nicht wissen. Die Golfstaaten haben kaum Zugang zu natürlichem Süßwasser. Darum produzieren sie ihr Trinkwasser in Entsalzungsanlagen. Das sind Anlagen, die Meerwasser aufbereiten und daraus Trinkwasser machen. These factories that take salt water
and then through an electrical chemical process, turn it into fresh water for the population to use. Rund 60% der Wasserversorgung der Golfstaaten kommen aus solchen Anlagen. Und auch hier die gleiche Frage. Is it hard to blow up? Wie schwer wäre es, solche Anlagen mit Drohnen anzugreifen? Die Antwort: ziemlich einfach. Damit entsteht eine seltsame Situation. Der Iran ist ein gebirgiges Land, eine Art natürliche Festung, in der Raketen und Drohnen versteckt werden können. Die Golfstaaten dagegen bestehen größtenteils aus flacher Wüste. Ihre Infrastruktur liegt offen und ist schwer zu schützen. Und genau deshalb könnte der Iran in diesem Konflikt jederzeit versuchen, die zentrale Infrastruktur der Golfstaaten anzugreifen. And there's nothing that anyone can do about it. Also, die Golfstaaten haben viel Geld, viel Einfluss und viel Infrastruktur. Aber sie haben eben auch viele Ziele, die Iran mit vergleichsweise begrenzten Mitteln schwer treffen kann. Aber auch der Iran ist nicht nur eine unangreifbare Bergfestung. Iran ist zwar eine Bergfestung, das kann aber auch zum Berggefängnis werden. Zum Beispiel, wenn die Menschen in ihren Dörfern abgeschnitten sind von Wasser, Strom und Lebensmittelversorgung. Darum zielt der Plan der USA und Israel darauf ab, die Wasserversorgung des Irans zu zerstören. Der Iran ist zwar eine Art Gebirgsfestung, aber dieselben Berge können auch zur Falle werden. Denn wenn die Wasserversorgung ausfällt, sitzen die Menschen dort fest, eingeschlossen im Gebirge, ohne Zugang zu Wasser. Well, die These von Professor Young sagt, dass die Gegenseite probieren, nicht nur militärische Ziele zu bereichen, sondern auch zivile Infrastruktur. Zum Beispiel Staudämme, Wasserreservoir, Kraftwerke, Verbindungsstrassen, Brücken, Spitäler, Polizei oder Feuerwehrgebäude. Genau in dem sieht er die Achillesferse vom Iran. Das Land hat jetzt schon seit Jahren eine ernsthafte Wasserkrise. Ohne die Staudämme und Reservoirs droht durch die eingeschränkte Landwirtschaft eine Hungerkrise. In Zukunft werden Sie Angriffe auf die Wasserversorgung sehen, auf Staudämme, Reservoirs und Kraftwerke. Die Idee dahinter ist, den Iran so unbewohnbar zu machen, dass die Bevölkerung irgendwann gegen das eigene Regime rebelliert oder dass eine massive Flüchtlingskrise entsteht. Also, was mir ist geblieben von seinem Vortrag ist, dass beide Seiten die Möglichkeit haben, einander schweren Schaden zuzufügen. Der Iran kann die Golfregion, seine Infrastruktur und die US-Militärstützpunkte, inklusive Israel, unter Druck setzen. Und die können im Gegenzug Irans zivile und wirtschaftliche Grundlagen angreifen. Item. Die grosse Gefahr bei diesem Krieg ist, dass je länger der geht, desto grösser die Versuchung könnte sein, nicht nur militärische Ziele zu treffen, sondern auch Wasser- und Stromanlagen, Häfen, Tanker oder allgemein Industrieanlagen. Und wie geht es sich jetzt dort weiter? Das wollte ich als nächstes wissen. Am Schluss bleiben mehrere offene Fragen. Reicht ein reiner Luftkrieg, um die iranische Regierung zu stürzen? Weil, wenn der Iran tatsächlich so widerstandsfähig ist, wie das die Landkarte lässt vermuten, stellt sich früher oder später die Frage nach Bodentruppen. Pete Hegseth, der amerikanische Kriegsminister, schließt auf jeden Fall US-Truppen am Boden von Iran nicht kategorisch aus. Die zweite offene Frage ist, wo ist die nukleare Schwelle? Was passiert, wenn die USA oder Israel merken, dass sie den Krieg auf konventionellem Weg nicht gewinnen können? Dann stellt sich die Frage, ob dann Atomwaffen plötzlich in Betracht gezogen werden. Die dritte offene Frage ist, wer da sonst noch eingezogen werden könnte. Die große Frage ist, wer mischt sich noch ein? Denn die Lage ist so ernst, dass in Europa bereits darüber gesprochen wird, in diesen Krieg einzutreten. Vor allem Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Are talking about entering this war. And guess what? Und wenn das passiert, dann ist es möglich, dass auch Russland und China auf der Seite des Irans eingreifen.
Dann sind wir im Dritten Weltkrieg. This is World War III, okay? Das hätte auf jeden Fall genug Zündstoff für eine Eskalation bis hin zu einem möglichen Dritten Weltkrieg. Schließt der Professor Young seine These ab. Was mich als letztes noch interessiert hat, sind die möglichen Konsequenzen für Europa. Die Antwort scheint ein bisschen unangenehm. Europa hat sich bei Energie in eine Lage gebracht, was schnell heikel werden könnte. Zum Beispiel haben sie mit ihren Sanktionen das günstige Pipeline-Gas aus Russland weitgehend abgeschnitten. Als Ersatz ist Europa neu viel stärker auf Flüssiggas angewiesen. Flüssiggas, das mit Schiff transportiert wird. Bei diesem sogenannten LNG sind die USA mit 58% der wichtigste Lieferant. Katar liefert zwischen 8 bis 10%. Katar ist jetzt aber wegen dem Iran-Krieg als Lieferant komplett ausgefallen. Reuters berichtet nämlich, dass Katar die Gasverflüssung vollständig gestoppt hat. Und wie ich gelesen habe, können die das dann nicht einfach so wieder hochfahren. Bis die wieder in gewohntem Rahmen produzieren und exportieren können, es zumindest einen Monat gehen. Ab dem Moment, wo die den Hebel wieder auf Start setzen. Ja gut, jetzt könnte man sagen, dann muss halt Europa noch mehr bei den Amis LNG gängeln. Es gibt aber auch bei denen eine Unsicherheit. Wenn nämlich der Krieg länger gehen sollte, dann steige in den USA der Druck, zuerst auf den eigenen Markt zu schauen. Europa ist noch verletzlicher. Europa hängt jetzt fast vollständig von amerikanischem LNG ab. Oder zumindest ganz überwiegend. Wenn LNG aus Katar ausfällt, also vom drittgrößten Produzenten der Welt, und die Preise weltweit zu steigen beginnen, dann glaube ich zu wissen, was passiert. I'm going to say exactly what I think is going to happen. Die USA, vor allem diese Regierung, werden vor den Midterms wohl Öl aus der strategischen Reserve freigeben, um die Preise im eigenen Land zu dämpfen. Und gleichzeitig könnten sie die LNG-Exporte stoppen. Ich halte das bis zum Herbst für sehr wahrscheinlich. Und wenn das passiert, dann steckt Europa in einer tiefen Krise. Die Gasspeicher in Europa waren schon jetzt für diese Jahreszeit eher tief, auch wegen des kalten Winters. Reserves of natural gas were low for this time of the year because of the cold winter. Ich würde jetzt das nicht als gesicherte Tatsache unterschreiben. Aber die Logik ist schon nachvollziehbar. Im Herbst drücken in den USA die Midterms näher. Also die Zwischenwahlen vom US-Kongress. Das Parlament, würde mir in der Schweiz sagen. Hohe Energiepreise wären dann innenpolitisch ziemlich ungeschickt. Darum ist es schon denkbar, dass Washington dann zuerst den eigenen Markt stabilisieren würde. 9 months ago. Vor 9 Monaten haben wir noch über die EU-Sanktionen gesprochen und darüber, wie stark Europa inzwischen von den USA abhängig ist, beim Gas und beim LNG. Damals hast du den Punkt gemacht, dass die USA und besonders Donald Trump vielleicht nicht gerade der verlässlichste Garant für Europas Energiesicherheit sind. Denn Trump könnte eines Tages einfach sagen, ich exportiere kein LNG mehr, aus welchem Grund auch immer. Und wenn sich dieser Konflikt weiter hinzieht, dann gibt es für mich keinen Zweifel. Die USA werden die LNG-Exporte stoppen. Irgendwie bekommt man schon ein bisschen den Eindruck, dass Europa zuletzt zwischen allen Stühlen landet. Russland ist politisch praktisch keine Option mehr. Jetzt fällt Katar aus. Und bei den USA ist irgendwie auch nicht garantiert, ob die so zuverlässig sind, wie man sich das zu Brüssel hat vorgestellt. Zusammengefasst könnte man sagen, Europa hat sich von einer ehemaligen Abhängigkeit von Russland gelöst und steckt jetzt in einer neuen Abhängigkeit, die im Krisenfall aber wackeliger und recht teurer erscheint als die alte Lösung. Das kann für den Standort Europa zu einem Energieengpass führen, der zu einem Preisproblem wird, dann zu einem Industrieproblem und am Schluss einen gesellschaftlichen Druck auslösen kann.
Well, I just don't want to even begin to. Ich will gar nicht erst anfangen auszumalen, was das für Europa bedeuten würde. Europa ist auf Öl aus dem Golf angewiesen und dieses Öl könnte ausbleiben. Europa ist auch auf LNG aus den USA angewiesen und auch das könnte plötzlich nicht mehr kommen. Dann steuern wir auf eine tiefe Krise zu. Und dann zum Schluss, wie gäng, noch meine ehrliche Einschätzung zum Ganzen. Bis vor kurzem war ich noch total verwirrt gewesen. Weil wir erinnern uns, letzten Juni, nach der Bombardierung der iranischen Nuklearanlagen, hat das Weisse Haus gemeldet, Irans Nuklearanlagen seien ausgelöscht worden. Und weiter, damit sei die Möglichkeit, dass der Iran Atomwaffen produzieren kann, viele Jahre vernichtet worden. Oder? Letzten November hat der Präsident seine Sicherheitsstrategie festgelegt. Und drin heisst es wortwörtlich, der Schlüssel zu erfolgreichen Beziehungen mit dem Nahen Osten ist, dass wir, also die USA, die Region, ihre Regierungen und ihre Staaten so akzeptieren, wie sie sind. Und gleichzeitig müssen wir dort zusammenbügeln, wo gemeinsame Interessen vorhanden sind. Dann, nur 3 Monate später, starten sie einen Krieg und sagen, man habe es mit einem teuflischen Regime zu tun. Aber eben, seit meiner Recherche für das Video «Wer zieht eigentlich die Fäden in der Politik?» habe ich gelernt, dass die Politiker eigentlich nur mittels Management sind. Das bedeutet, die werden kontrolliert und gesteuert von einer kleinen Gruppe von mächtigen Leuten obendran. Und für die zählen vor allem Machterhalt und Geld. Und nicht, ob wir begreifen, was da abgeht. Im Gegenteil. Wir sind denen ziemlich egal. Das bin ich mir mittlerweile recht sicher. Für mich scheint offensichtlich, dass der Befehl ist gekommen, von denen höher oben als die Trump-Regierung, dass der Krieg muss stattfinden muss. Und auch wenn ich meinte, der bei einem vergonnten Video kommentiert hat, ich habe doch keine Ahnung, grundsätzlich recht geben, kann ich mir aber auch ohne Universitätsstudium relativ einfach ein paar Beispiele zusammenknüppeln, für wen der Krieg bis jetzt auf alle Fälle schon ein grosser Erfolg ist. Nämlich der militärisch-industrielle Komplex. Das sind zum Beispiel die Rüstungs- und Verteidigungskonzerne. Bei jeder abgeschossenen Rakete bimmeln doch bei diesen Kassen. Oder auch die Energieplayer ausserhalb der Konfliktzone. Und der finanziell-industrielle Komplex, also Grossbanken als Mitverdiener durch Kreditvergaben. Diese Liste ist sicher nicht abschliessend. Aber so wird auch in Zukunft so grosse Ereignisse einordnen. Nicht, was die Tagesschau darüber sagt und auch nicht, was die Konzernzeitungen schreiben. Sondern die erste Frage ist ganz einfach «Qui bono?» Wer profitiert? Oder wie seht ihr das? Habt ihr das Gefühl, man könne schon auf das gehen, was uns die Regierungsvertreter an ihren Pressekonferenzen erzählen? Et voilà! Dann würde ich sagen, das war es wieder mal vom ehemaligen Badmeister. Merci vielmals an alle, die mich gerne wieder mit einer Spende unterstützen. Das gibt mir alle Wochen einen schönen Pfopf, um wieder mit einem neuen Beitrag anzutraben. Darum nochmal einen herzlichen Dank an alle Unterstützer. Ihr findet die Spendeninfos unter www.vogonten.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Also, merci fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Ich freue mich. Tschüss. Thank you.